Ich hatte theoretisch einen Tag Vaterschaftsurlaub. Bist du noch müde? Das ist einfach Wahnsinn, ein Tag. Das ist gleich wie Zügeln. Ich bin der Severin, ich bin 26. Ich bin vor 6 Wochen Vater geworden von einem kleinen Bub. Ich habe vorher als Schreiner gearbeitet und jetzt arbeite ich als angehender Jugendarbeiter in Ausbildung. Und Ende Juni ist er auf die Welt gekommen. Ganz Juli noch als Schreiner gearbeitet. Corona hat jetzt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich eigentlich nicht viel arbeiten konnte. Sprich, es ist eigentlich jetzt im Monat Juli kein Geld reingekommen. Dafür hatte ich ein paar Wochen mehr, die ich mit meinem Sohn verbringen konnte. Aber halt unbezahlt. Bezahlt habe ich einen Tag. Ja. Wenn man sich vorstellt, wenn es jetzt nur ein Tag wirklich Faktor gewesen wäre, er ist am Abend um 8 Uhr auf die Welt gekommen. Dann hätte ich noch den nächsten Tag schon mit ihm verbringen können. Und dann wäre es eigentlich schon wieder an die Arbeit gegangen. Dann hättest du ihn auch wieder nur am Abend gesehen, wenn ich heimgekommen wäre. Das braucht es unbedingt. Also ich finde auch, dass der Vater auch sich, ich würde sagen, ja, dass man sich einfach als Familie kennenlernt und dass es nicht nur darum geht, dass die Mutter und der Sohn oder die Tochter Zeit verbringen, sondern dass der Vater auch involviert ist und auch, dass er ein Verhältnis aufbauen kann zum Kleinen. Und ich meine, es geht ja primär auch darum, dass die Frau oder die Freundin nicht alles allein machen muss, dass der Mann auch als Unterstützung da ist. Und da finde ich es doch wichtig, dass man sich irgendwie ein bisschen abtauschen kann. Also es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Ob jetzt das schon als Endziel, ja, wir wissen, die Schweiz ist ein Wirtschaftsland, da wird halt extrem knauserig mit solchen Sachen umgegangen. Ich hoffe, dass da macht sich noch einiges und dass es doch auch dass es ein bisschen länger geht. Eben gerade wenn man vergleicht mit anderen Ländern, kann es nicht sein, dass wir auch schon nur 2 Wochen, ich wäre glaube ich immer noch die unterste, also am untersten Zipfel von Europa. Ja. Ist hoffentlich nicht das Endresultat. Ja. Ich will nicht, dass ich nur für das Finanzielle da zuständig bin und meinen Sohn gar nicht gesehen und er quasi nur bei der Mutter aufwächst. Ich möchte das eigentlich genau gleich miterleben, die Schritte, die er macht, die einzelnen Entwicklungsschritte.